E schöne guten Abend. Wir schreiben den 15. Mai 2018 an Hai aus dem Mama Fernseh. Der Footballstournoi vom 1. Mai, das ist ein alljährliches Rendezvous. Auch noch dieses Jahr hat die Jugendkommission vom FC Mama es fertiggebracht, einen flotten, dynamischen Event für euch zu organisieren. Herzlich willkommen hier am Terra zu Mama. Ich bin der Wolfgang Schibil, der Präsident von der Jugendkommission vom FC Mama. Wir freuen uns, dass wir heute aber Chance mal wieder hatten, nachdem es gestern noch geregnet hat, an Freitag noch wieder waren, aber heute haben wir, wie es für uns Brafleitheit zu Mama sich gebührt, haben wir schön wieder. Wir haben 2 Turnwahlen wie alle Jahre, das gehört 22. Edition schon, also immerhin, wir machen das schon ganz Zeitchen. Der Morgen hatten wir als Minimum am Start, das waren 8 Equipen. Dann war das am allermeisten gefreut hat, finalement an der Finale hat als Minimums-Equipe vom FC Mama 32 den Pokal gewonnen. Das heißt also, den nächsten Tournoi, den Morgen haben wir schon gewonnen. Noch haben wir eine kleine Mittagspause und dann geht um 2 Uhr Lass am 4 Uhr am Terra bei gut wieder Konditionen, wie schon gesagt, mit dem Tournoi von die Pusan. Da haben wir auch 8 Equipen, international aus Letzteburg, Frankreich. Und, wir hoffen auf einen wünschen also einen guten sportlichen, erfolgreichen Verlauf. Am Hintergrund haben wir als Grillfest wie alle Jahre am 1. Mai von einem Supporterclub vom FC Mama. Das heißt also für Essen und Getränks hat zu Mama auch immer gesorgt, das weiß ein Mensch. Und von daher freuen wir uns auf einen schönen Nachmittag mit vielen jungen Fußballerinnen und Fußballern. Und Mama wiest, ja, und so wie es durch die Jugendabteilung vom FC Mama. Wir haben über 200 Kanner bei uns, springen von ganz klein, von den Bambinien bis die großen Caddy und Junior. Und hoffen natürlich, dass wir immer mal Talenten entwickeln können und rausbringen können, die dann auch an eine erste Equipe kommen. Also wie gesagt, herzlich willkommen beim FC Mama. Da geht es ja so los an der Sommerpause dann ran. Aber dafür haben wir auch diesen zweiten Tournoi und dann auch noch ein ganz flott Championatsmatcher. Und wen Spaß an Fried hat und noch nicht beim Fußball ist, den kann gern nach der Sommervakanz bei uns mal kommen, an Rad schnuppern und gucken, ob er noch sich als Fußballer kann beweisen. Da war Jung vom Peki. Wartet mal der Opse-Schuld an unserem nächsten Beitrag. Das Sommer an Temperaturen stimmen, und da geht es los, wie sicher geht als Saison von den Doppelfester auch bei uns an der Gemeinde. Das Saison die wird die nächste Monat anlaufen mit der Fußball-Weltmeisterschaft, Tour de France und vieles Ernstes mehr. Und dann braucht die letzte Mal ja nicht mehr zu essen, wir brauchen auch Getränks.
Auf für dem gerecht zu gehen, hat man nicht mehr spät wie das Krieg, wo wir Schöpferungserklärung im Oktober abgestaltet und haben gesagt, wir hätten gerne einen mobilen Ausschank so hergestellt für uns Vereine. Aus hygienischen Gründen, aus Gründen von Geselligkeit und auch aus Flexibilität, weil so eine Maschine nicht gerade billig ist. Und dafür haben wir diese Idee am Gemeinderat unaniem, für uns so etwas umzuschaffen. Haut steht die neue Maschine für uns. Das nennt die PK, das ist nicht nur dem Raffon tun, mit Firma, die hier stellt, die hecht ganz einfach so. Sie ist die seit der Uhr. Aber die Maschine, die hat ein Gesamtfläche, verhält sich gut von 46 Meter Carré. 46 Meter Carré sind immer überdeckt. Die kann den innerdelen, der Tisch, so wie sie Haulo ausgefahren ist, als sie voll ausgefahren, sie kann aber auch zu haltend abgestellt gehen. Dann dran haben wir zwei Zapfanlagen, wir haben zwei professionelle Frigidaires und wir führen allem auch eine professionelle Spülmaschine. Der Tisch für Hygiene ist auch gesucht. Dann haben wir immer gesehen, als Getränksstand mit Comptoir, alles so wie das muss sein. Das Ganze, was das kostet, so ich auch 60.000 €. Das Ganze weit 2,5 Tonnen. Das heißt, eigentlich, ja, die könnt ihr das ausrechnen, wie viel das der Kilopreis ist. Und das Ganze ist, wie gesagt, am Deutschland hier gestaltet. Und das ist eine Firma QB, der Comptoir Baudoin, den hat das Ganze beim Design von der Gemeinde auch versehen. Wie kommt er dort runter? Das ist ausschließlich der Vereine zugänglich. Und das Ganze, da bezahlt er eine Kaution von 1.000 €, mit die kriegt er rum, wenn es proper zurückkommen ist. Lange Diskussionen hat man, und darüber, und die sonst nicht zu diskutieren, am Gemeinderat über Gläser. Im Prinzip Glas, richtig Glas, wir schaffen als auch Plastikspeichern und weil die recyclabel sind, nicht unbedingt beim Logo von der Gemeinde, weil sonst Gemeinde gibt, sonst können sie nicht mehr zurückkommen. Also, der Verein ist aber freigestellt, was für Bier sie drauf haben, dafür haben wir auch keine Macht imposiert. Und der Verein ist auch freigestellt, ob sie mit Plastik, mit den recycelbaren oder mit Glas wollen schaffen. Die PK geht dann Brust auf Platz von unseren Leuten von der Gemeinde, weil 2,5 Tonnen, der transportiert sich nicht so leicht. Und auch sie sorgen dafür, dass das Neues, wenn eine Manifestation von der Vereine ist, dass das dann fristgerecht abgerichtet wird. Und oft kommen sie dann noch sicher kontrollieren, ob alles da ist. Die PK, die werden wir in Zukunft auch gucken, wie oft auf dieser Platz beim Markt anzusetzen. Der hat den Avantage, dass auch dort Vereine können natürlich kostenlos darauf zurückgreifen. Heich, interessant und noch lehrreich war den diesjährigen Bayern-Tag zu Mama an der Schule. Mama TV war mit der Kamera bis lanscht. Der Bayern-Tag an der Schule. Hier gehen Schüler die Wichtigkeit von diesen nützlichen Insekten abgeklärt, können selber mit den Produkten, die bei der Bayernzucht entstehen, wie natürlich den Honig, und aber auch den Bayernwurst experimentieren. Hier bauen kann sich gerade kleine Bienenhoteller. Das ist für die vielen Bienenzuchten, die den Leuten vielleicht nicht gerade so bekannt sind, wie Tunnelbienen. Es gibt ganz viele kleine solitär Bienen, die an den Mauerlöchern wohnen und so weiter. Aber mit diesen verdröschenden hohen Schilfstecker bieten wir so solitär Bienen einen Platz für eher zu legen. Aber kann man da draußen am Garten abhängen, da diese Nummer da. Den Bienen eine Chance, sich zu reproduzieren, und auch die
bedeelen sich natürlich ganz fleißig der Bestäubung von unseren Blumen an Obstbäumen. Und dafür ist das eine Sache, die natürlich unbedingt immer muss unterstützt werden. Nachdem die Schüler sich dann imkergerecht angeklebt haben, geht es dann raus auf den Terrain, wo sie erklärt kriegen, wie so ein Bienenvolk lebt. Wie ist nachwärts zu sammeln? Wie ist nachwärts zu sammeln? Sie sammeln Nektar und sie sammeln Pollen. Pollen also die Blähestöps, den in Hai bei der Blähe gesät. Ja, und sie sammeln den, wenn sie Nektar sicher gehen, da bleibt der Pollen in ihrem Pelz hängen. Den holen sie mal an den Stamm. Und sie sammeln etwas, was der auch all der braucht. All der. Was braucht all der? Genau, super. Wasser. Sie sammeln auch Wasser. Okay? So, was ist dann an seinem Bienenstock alles dran? Ja. Bayern. Du siehst Bienen. Wie eine Sorte Bienen sind dann da dran? Ja? Du sind Arbeiterinnen dran. Du sind ein Kinigin, genau, ein Kinigin, just ein Einzig. Und nach etwas Drittes? Drohnen, das sind Menschen. Aber wo leben die dann? Wo sitzen die dann an die Bienenvolk? Wo sitzen die? Ja? Die sitzen an einem Bienenhaus, wie das Haien, sitzen sie da dran. Hast du noch etwas dran oder hast du sonst gut nichts dran? Ja. Die sind auch eher Du sind eher. Wo sind die eher? am Wurst. Die sind am Fuß. Was meinst du dann heim da? Sie transportieren den Nektar dran. Da dran, wo lehnen sie den dann da hin? So. Oh, kann ich da viel dran lehnen? Nee, ich meine nicht. Ich meine, du musst ein Bienen nach für dich ein bisschen schaffen. Und zwar machen sie aus dem Heiten, ziehen sie die Zellen so ganz tief runter. Ja, und das sind die richtigen Löcher. Und da können sie Honig oder was nach dran lehnen. Ja. Ja, genau. Könnt ihr drüber fahren, gell, dass das schön hart, just nicht drüber kratzen. Das ist wirklich ganz, ganz fest. Ja. Just nicht drüber kratzen. Das ist ganz, ganz fest, also ganz stabil, weil an so einem Web passt ja nur 2 bis 2,5 Kilo Honig. Weil die packt das für das zu drohen, also nicht ganz leicht. Ich gepickt in das schwellt dann immer immens und dafür den ich mich lieber un. Wie gesagt, hey, also von den Reihen, wo die Königin dran ist, und die Königin, die lädt, was steht die ganzen Tag? Ja, die lädt eher. Wie viel eher pro Tag lädt die dann ungefähr? 2000. Ja, ja. 2000. 2000, richtig. Genau. 2000 bis 2500 Eher all der lädt sie. Und daraus entstehen dann immer neue Bienen. Wenn ihr noch hier seht da ganz viele Arbeiterinnen, wie hier seht ihr auch mit dicker. Das sind Drohnen, gell? Die Drohnen. Das sind Drohnen, das sind Manager, die können noch nicht picken, die okay Stacheln. Die Arbeiterinnen an Königin und alle guten Stachel, mit Königin pickt aber nicht, das ist just die Arbeiterinnen, die picken. Ja, da sind Drohnen, die mit Deck. Was sind die gut? Die sind da für die Königin zu befruchten. Sonst machen die und sich gut glatt nicht an den Bienenstock. Ja, da sieht ihr Drohnen, eine Drohne. Das ist Königin. Nee, das ist eine Drohne. Die Königin hat dafür gesehen, die hat viel mehr lange Schwanz. Und die ist nicht so dick. Ja, hast du auch gesehen? Da ist eine Drohne zum Beispiel. Wir hätten noch viel mehr Drohnen logisch gesehen. Seht ihr die Deckfettmorden da dran? Überall da an der Mitte. Wenn ihr da raufguckt, seht ihr das? Ja? Ja, das sind lauter Eher. Überall da. Überall da. 2500 auf die rechte Seite und 2500 auf die andere Seite. Ungefähr. Wie kommt dann ein Königin auf die Welt?
Ja. Kurz, wenn sie schon nie alles, dann lädt sie dann ein extra E. Ja, genau, sie legen extra E. Könnt ihr uns schon Sie legen extra E an eine extra Zelle an. So eine Zelle kann ich erschweißen. Das machen nicht. Die machen nicht. Weil da kommen Drohnen auf das Feld, da kommen noch Abstellungen auf das Feld. Und da ist eine Zelle, wo irgendwann aber ein Kinigin auf das Feld kann. Der sieht, die hängt in andere Weh, die hängt noch innen. Und die geht doch viel lang, gell? Die geht bis hinten hin auf Holz quasi. Für was bauen Sie dann ein Kinigins? Für was wollen Sie dann ein neues Kind? Es gibt Programme, entweder aus die Anerkennungszahl oder sie sind zu viel. Das ist normalerweise der Fall. Rencontre musicale vun der Chorale Sainte-Cécile vu Mama am Centre culturel Kinexpont. De Präsident Marcel Schmidt mat den Detailer. Schönen guten Abend, die Damen und die Herren. Am Namen von der Chorale Sainte-Cécile vom Mama will ich dir ihr herzlich zu begrüßen. Erlaubt mir das speziell als Deputé Maire Gilles Roth, der Chef Roger Degri, als Gemeindekonseiller Luc Feller, Romain Rosenfeld, Sekretär für die Kulturkommission Christian Hermes und den Pater Fernand Bon Böll-Foundation. Entschuldigt tun sich Conseiller Jean Weissel, et Büchert, Tom Kerschemeier, Holland Trausch und Jean Weidert. Heute ist die 7. Rencontre musicale, die wir als Choral von Mama dürfen am Kinexpont organisieren. Wir sollen dürfen, weil das ein Privileg von die Datei machen, so wie der Kinexpont ausgereicht ist. Geht doch nicht mehr mit der Hölle von der Gemeinde. Der hat den Abend ein flottes Programm und dem Chorale des Enfants du Conservatoire aus der Stadt Lützeburg, Chorale des Jeunes aus dem Conservatoire und Chorale Sainte-Cécile von Mama mitwirken unter der Direktion von Sylvie Serra Jacobs, Geleitung Piano von Cosimo Colacci, ein Orchester setzt sich zusammen aus dem Gilles Grete Gitarre, Rom Heck Bass, Jeff Schmidt Keyboard, Patrick Serra Percussion. Responsable für Choreografie als Dominic Hennings, assistiert von Katrin Trierweiler. Weil ich weiß, dass ihr nicht kommen seid, für mich zu leisten mit dem Gesang, gehe ich auch direkt bühnenfrei für eine schöne Konzertnummer. So nicht besser.
Mat wo die 180. Edition vu Mama TV. Mir gesinn als fir den 1. Junierem. Ech sonnech Merci fir no kucken, a bis geschwoen. Fürchtest du nicht, dass es dir hier etwas langweilig werden könnte? Finde ich ganz gut. Ja, die Leute hier sind ja eher etwas simpel, nicht? Komm, schau ins Mille. Sie wirken anfangs etwas verschlossener. Gib ihnen etwas Zeit. Sobald sie verstanden haben, dass du ein anständiger Typ bist, wirst du hier nur Freunde finden. So hier. Gesagt 2 Monate. Wo ist der Typ hin? Wer? Wo ist der Meier? Weiß keiner davon. War einfach irgendwann weg und nicht wiedergekommen. Du kannst dich jetzt